Johannik und ich will dir eine Geschichte erzählen, die fast nicht zu glauben ist. Etwas an Februarabend und an anderen Tag was Sperrmüllabfuhr. Ich weiß ja sicherlich, wo die Straßen in der Siedlung dann aussieht. Überall liegt Sperrmüll. Etwas so im 9 Uhr abends rum, da fällt was und rappelt mal so 10 Minuten lang was rum. Ich satt gemütlich ins Sofa und kick nen Film. Was das für ein Skandal? Mir blieb nix anderes over, als nach Buten zu kicken, auf der Welt wie Sperrmüll anzöken und rummeln was. Aber genene was da, auf der Straße. Ich wär rein in mein Sofa und etwas auch noch detit still. Einen anderen Tag morgen geh ich in den Keller. Immer wetten, wir habt da einen Raum, wo wir unsere alle Köcken wieder aufgebaut habt, für alle Dinge, die man erstmal nicht braucht und noch nicht wegschmieden macht. Und bügeln doch da auch. Da ist so ein halbhoch Fenster in, was mäßig los steht. Und Buten ist ein schön angeputztes Kellergatt. Das bringt Glück Dachlicht drin. Es ist sozusagen ein Huswahlgrum. Etwas auf Haken passiert, dass Dornemus, Igel, Kröten, auf auch noch andere kleine Dere reinfallen bin und die da durch das losse Fenster in den Keller kommen. Darum hat wie das Fenster mit Pflegendraht aufspannt. Ne Gefriertruhe steht auch da in. Just da woll ich an dem Morgen was für Mittagessen kochen Ruth halen. Meine Mann kömmst mittags dort essen nach Huus. Was war's dat? Ich konnte Dörre von den Kellerraum mein Hehlbetti loskriegen und so eben in der Ruhe luren. Was sögt man da ut? Es lag alles ins der Boden. Alle Regale und der Anrichten waren aufrühmt. Gaude Dörre bedichte. Da geht mir auch das Gerummel von den Armen der Feuerwehr durch den Kopf. Da muss was in den Keller weh. Bisse grötter als ne Mus. Ich bin ja anders nicht bange für n der, wenn das was mir nur doch ein Betty unheimlich. Ich geht nach Buten, in den Keller gat kicken. In der Draht für das Kellerfenster was ein Gatt. Da was den Draht der Betten und da was Maschine der Dörrkroppen. Und das was auf alle Gefall grötter als ne Mus. Als meine Mann mittags nach Hus kam, seh ich ting komm es eben mit in den Keller, da ist was. Wir müssen von den Knüppel mitnehmen. Was ist da, seh ich und wunderte sich hatte. So bin wir beiden und Keller runtergehen. Ich soll wohl hier für die Dörre stehen bleiben und du sagst mir, hast du was süß? Und Kotzetti sag komm hier mal hin, hier liegt mal was. Oh, was ist das? Man kann einen brunnen Stadt und auch einen brunnen Achterdeel von der sehen. Den Kopplach und einen Draht. Was war's das nu? Wie habt das Dog weggenommen und der würde munter und Völk an de Fauchen und de Schwein, als wenn et Grüßlamm was. Und kröp unter de Gefriertruhe. Da laut mir sitten. Bis vernormt ist es Pflicht war dort. Da kick wie uns das Spiel ist wer an. Was mein Kommentar. Et mög auch kein gesohn Eindruck mehr. Ich hab gedacht, dat im Dorf wat ob sie Lichter am Fallen was. Wie all dat Gerummel mit den Elektrokocher, Elektrogel, Bügelisen, Präsentkoffer, Weihnachten und all dat andere Gerätschop, wat da auf der Regale und Anrichten stön. Oben wer ankommen, hab ich min Bog. Tiere und Pflanzen in unserer Heimatrut halt. Ich hat Wennerut voll, dat et nen Ilt is, ob Platt Ölk was. Dat Ölke stinkt an es so. Als in Nordsitz spritzt nen Markierungsstoff gut. Dat kann man in diesem Raum nun nicht sagen. Drückt noch alles Mögliche, mir stinken dat nicht. Meine Mann was lange wär weg. Was es mittags zu essen geben, will ich nicht mehr. Abends, dass meine Mann wer in Huus was, mögen wir uns wer ob non Keller. Ich meinte noch, ach, denn ist nu sicher war dort. Dass es mir nicht unter der Gefriertruhe liegen bleiben ist. Wenn es köp heel anders. Das Öl lacht mild in der Garne. Wer mit dem Dog auf den Kopf. Ditmal was et dat Dog von Bügelbrett, wo et
was. Wie hebt dem dat weer aufgenommen, men etwas weit weg und schlöp vaste. Of was het ook für het afleben? Wat is zo'n Öl doch ein mooi der. Het heeft so mooi matt glänzende dunkelbrun Fell und so'n klein spitz Schnitti, lechte Augenbrauen und dünne witte Ohrmuscheln. Wat alles so aussieht als ne Maske. Die hebt ne Holzplatte genommen und unter dat Öl geschoben. Et heeft keinen Mucks vor sich gegeben. Noch ne Korb gestülpt und damit not Knoll. Achter unseren Gorn is ne Viezenpad und n Knoll. Da hebt ihr mooi sachte unter de Büsche legt. Et rührte sich und kröp sachte, Betty rück noch rüm. Of et overleeft, weet wie nicht. Wie hebt hem nooit weer sehen. Nu geigt dat an oprühm in Kelle. Etwas ja als der mekaar. Da beföhnt ich ne kaputte Flasche. Klosterlikör, der sanfte Halbbitter, 32%. Da hat dat Ölksmons belegen. Blieb ja auch nix anderes over, als da was zu trinken. Warte und was zu fretten gab's da ja nicht. Nu geht min Licht auf. Dat Öl hat mal als erste den Präsentkorb für Weihnachten mit dem Fusel von der Anrichte schmetten und davon trunken. Danach hat ihn seinen ersten Rausch die Regale aufrühmt. Das was das Gebaute, was ich sonst hört hab. Du krieg et wisse Wertes und is noch seine Trinkstege. Danach is et unan Dokroppen, wo wir den anderen Mittag gefunden habt. Et is unter der Gefriertruhe schweit und hat seine Röst. Ein Set later is dat Öl ut sin verstockt kommen und is unter der Dog von der Bügelbrett kropp. Ob et dafür noch mal wer wat zoppen ist? Du warst et Nacht für ihm. Dat der war stropeldune. Da habt wir ihm dann noch mal das gefunden. Ob et auch dafür Nordes kriegen hast, Pflicht not Knollkroppen ist, zu suchen, und da wie Pflicht in Wade fallen ist, sie weht das nicht. Oft lebt es von Tagen noch glücklich und zufrieden. Die Osse sind zumindest nooit mehr kommen. Unsere Kellerfenster heeft auch nun nicht draht kriegen, so ihn von nix mehr durchgucken kann. Diese Geschichte ist so passiert, nicht so, als ich sie abgeschrieben und vertellt habe.